Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ich weiß nicht, habe ich die schon geöffnet, die Dinger? Ich bin mir noch nicht so sicher. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Anscheinend habe ich es noch nicht aufgemacht. Gut, dass ich nochmal gecheckt habe, sonst hätte ich 280 Goldmünze verpasst, die hier natürlich unglaublich wichtig sind. Ja, immer dann, wenn man das Gold nicht mehr gebrauchen kann, ne? So, dann machen wir hier nochmal auf. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Und da haben wir's. Ja, dafür habe ich jetzt einen Dietrich abgebrochen. Nett. Wäre als schön, wenn du ein paar richtig gute Sachen noch drin wären. Ich meine, das ist die verdammte Dracheninsel. Links, rechts, links, rechts, links. Der Speicherstand wurde übrigens tatsächlich vom Gebiet her Dragon Island genannt, was ich sehr amüsant fand. Deswegen sowie New World für Khorinis, Old World für das Minetal, wurde jetzt hier für das Gebiet von Irdorat, wurde es hier als Dragon Island bezeichnet. Moment, ich zeige es euch mal gerade, weil ich jetzt sowieso speichere. Hier, seht das hier rechts bei Welt und am Bild Dragon Island. Und da kommt mal her, Jungs. Zückt die Schwerter, rennt zu mir. Zeigt mir eure Liebe. Und komm. So. Schä. Nichts zu holen. Der hat natürlich nichts. Der Hansel hat auch nichts drauf. Da Ne? ist nichts zu holen. Ah jo, natürlich nicht. Oh, das sind auch noch so ein paar lustige Spießgeselle. 3 Drache-Eier haben wir noch. Wie viel haben wir dann jetzt von dem Gedöns? Gucken wir doch gerade mal. Erstmal noch so ein Achtel Riesling-Schorlenei-Petze. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier an Drache-Eier haben. Weil ich habe das in Erinnerung, dass man da einen ziemlich mächtige Drache-Ei-Trank brauen kann. 11 haben wir derzeit. Hier ist dann der lustige Schnauber dahinter. Feodaron. Ah, das wird wahrscheinlich der Bruder vom Feomatar sein. Der liebe Marco hat ja auch zu mir gesagt, diese Drache, also hat er in die YouTube-Kommentare geschrieben, diese Drache, die grunzen nur ach wie die Schweine. Das ist auch nicht wirklich so, wie man sich einen Drache eigentlich vorstellt von den Geräuschen her mit diesem... Die machen eher so lustige Grunz- und Kreischgeräusche, diese Drache, dieses... Was diese Drache da von sich stoßen, das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Art von Laut, die ich von Drache erwarte würde. Da würde ich eigentlich eher so à la Skyrim so mächtiges Brülle erwarten. Aber ja, ich finde eigentlich ganz nett, dass sie die Drache da eingeführt haben in Gothic 2. Trotz allem wäre das sehr, sehr ausbaufähig gewesen mit der ganzen Drache, wie die angreifen. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Dass man zum Beispiel eine Drachebrülle hätte einführen können, dass man einen Schwanzschlag und einen Klaueschlag hätte einführen können, statt so erbärmlicher T-Rex-Ärmchen, die Drache hier haben. Ja, da hätte man definitiv sehr viel machen können. Bei Baldur's Gate ist es ja auch immer, wenn man gegen einen Drache kämpft, habt ihr ja selber gesehen bei Baldur's Gate 2, immer wenn man gegen so einen Drache kämpft, ist das schon ziemlich heftig. Und es sollte Drachekämpfe auch immer sein. Jetzt habe ich leider verpasst, was das erste war, was ich hier mitgenommen habe, vor lauter dumm Gebabbel. Naja. So, die liebe Tanja hat mir ja auch gesagt, ich sollte doch mal Furcht ausprobieren bei der Drache, dann passiert was Lustiges. Gucken wir mal, ob das in die Nacht des Raben immer noch so funktioniert. Deswegen schnapp ich mir jetzt, neben dem Dämon beschwören, schnapp ich mir noch Angst als Zauber. Du hast, glaube ich, 2 Mal gesagt, warum hast du deine Angstrune und benutzt sie nicht? Benutzt doch mal Furcht. Ja, wie gesagt, die Angstrune konnte ich ja nicht benutzen, weil ich kein Magier bin. Dafür braucht man Magierränge, die ich nicht hab. Und jo, jetzt probieren wir es trotzdem mit einer Schriftrolle raus. Das Auge in das MA gelegt. Hallo, Feodaron. Bleib stehen, Mensch. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. Sieht so aus. So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Pff. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen.
Ja, ich finde es ja schön, dass ich denn überhaupt als Bruder erkannt habe. Und es passiert leider nichts Lustiges. Irgendwie scheint er das nicht zu wollen. Feodaron, auf dich möchte ich Angst verwenden. Hab Angst vor mir. Fürchte mich. Ich glaube irgendwie, da passiert gerade nichts. Nö. Der isst lieber einen Salat. Sorry, Tanja. Ich hab's probiert. Es hat nicht sein sollen anscheinend. Das tut mir leid. Das hat anscheinend echt nicht sein sollen. Naja, wir lecken uns jetzt mal so mit dem Arm. Hau ab. So. Hallo? Ich bin anscheinend gerade keine Figur. Hallo? Och, ja, einfach mal so unsichtbar war er zwischendurch. So, also hier scheint irgendein lustiger Grafikbug zu sein, der mich einfach mal zwischenzeitlich verschwinden lässt. So, mein Dämon ist aber nach wie vor auf Abteilung Attacke. So, jetzt probieren wir das noch einmal. Ich hoffe, ich verschwinde nicht wieder. Oh, toll, kaum sag ich's. Uff, der Drache. 5000 Erfahrungspunkte. Wenigstens haben wir einen Down kriegt. Und was hat er dann bei sich? Der Schnuckelputz. 2 Mal Dracheblut, 12 Dracheschuppe und höchstwahrscheinlich auch hier Herz eines Feuerdrachen. Ja, So. Dann gucken wir doch gerade mal nochmal, ob unser Auge Innos noch aufgeladen ist. Oder ob ich da wieder zurückgehen muss. Die-dum. Das Auge Innos hat ja hier nicht besonders... Ja. Hier nicht besonders viel gebraucht. Aber ich glaube... was das Auge Innos angeht, dass ich dort sowieso hin und noch irgendwas finde. Und zwar müsste hier irgendwo in dem eigentlichen Tempel ein Alchemie-Set sein. Ja, das war ja das, was in der Nachricht drin gestanden hat. Wenn man das macht, dann hängt der entsprechende Verantwortliche am nächsten Baum auf. Riskieren wir es einfach mal aufgehängt zu werden. So. Ah ja, da tut sich was. Perfekt. Den Drache haben wir jetzt auch noch fertig gekriegt. Und hier zieht sich die Zugbrücke aus. Sorry, Tanja, wie gesagt, ich habe alles probiert, was die Furchtzauber angeht bei Drache, aber es hat wohl nicht solle sein, so wie es aussieht. Huch, wieder so ein Kasperkopf. Die lauern hier echt an jeder Ecke, die Mistkerle. Du bist schon viel zu weit gekommen. In unser innerstes Heiligtum wirst du nicht gelangen. Jo, warten wir's mal ab, ob ich auf euer innerstes Heiligtum komme. Du mieser Typ. So. Dann machen wir das jetzt nämlich auch noch durch, ne, dass ich hier noch irgendwelche andere blöde Überraschungen erlebe. In die Wachtürme können wir offenbar rein. Da könnte es ja auch sein, dass so ein Suchender nochmal um die Ecke steht. Die sind ja hier bewusst so platziert, die Knetköpfe, dass sie mir das Leben schwer machen können. Dass sie mich hier nochmal mit einer Besessenheit abstrafen können. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal hoch. Gucken uns das nochmal so an. Endbesessenheitstrank haben wir ja noch bei uns. Dann sollten wir uns einfach aufheben, bis es zu einer entsprechenden Situation kommt. Ja, das war der Schalter, der mal... Ja, da hat der Architekt sich natürlich selber übertroffen, genau da Fenster reinzubauen. Links, links, rechts, rechts. Hätte man ja Stockwerk ohne drunter bauen können, das Fenster, aber nö. Naja. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, ja. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich komme ja so überhaupt durch, sonst wäre ich ja nicht weiterkommen. Aber die Architekten von Irdorat scheinen doch irgendwie nicht so wirklich bei der Sache gewesen zu sein, wenn es so darum geht, andere Leute das Leben schwer zu machen, um in ihr innerstes Heiligtum zu kommen. Die betteln ja geradezu, dass man da reinkommt. Okay. Hier nochmal ein Searchy, oder wie sieht's aus? Kein Suchender. Allerhaupt. Hat er vielleicht da irgendwas versteckelt? Man weiß es ja als nicht. Ob da nicht irgendjemand vielleicht eine Truhe oder so hinpackt am Treppeaufsatz. Naja. So, da gucken wir jetzt auch nochmal hoch in dieses Meisterwerk der Architektur. Und ja, da haben sie wieder das Fenster reingebaut. Das sind Helder. Das sind echt Helder. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. So, geht doch. Und das mal wieder für so tolles Standardinventar.
Ich habe nur irgendwie noch im Kopf, dass meine Crew sich allmählich, nachdem ich den Feuerdrache gekillt habe, dass sich noch meine Crew eigentlich der Reihe noch aufstellt. Dass man die ab hier eigentlich 8 zu Gesicht kriegt. Ich gehe jetzt einfach mal zurück zum Schiffel. Und wie viel Uhr haben wir es dann? Ja, Mitternacht. Ich würde es eigentlich ganz gern tagsüber machen, einfach weil diese Nichts zu holen. Ja, diese Zwischenebene hier durchaus in Anführungszeichen freie liegen und du möchtest nicht überall eine Fackel mitnehmen. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. Okay. Für 38 Gold. Das ist ja mal ein richtig begnadeter Drachehort, den der Kerl sich hier erstellt hat. Wie ist der Teufel, welcher Drache du Eier leckt? Weil alle waren männlich von der Stimme her und alle haben dieselbe Stimme gehabt. Und zwar die, ich glaube die Stimme von Xardas müsste das sein, die Synchro-Stimme. Auf jeden Fall etwas merkwürdig, wer dann dort die Eier legt. Falls ihr den Film Breath of Fire zufällig kennt, mit Matthew McConaughey als Drachejäger, was du in London spielt in der Moderne. Da ist es ja so, dass eigentlich alle Drache weiblich sind, bis auf einen Drache, der als männlicher Drache die ganze Weibchen begattet und der da eigentlich dafür zuständig ist, dass die ganze Drache sich weiterentwickeln, weil es nur einen Drache Bulle gibt, sozusagen, der alle andere weibliche Drache durchschwängert. Ach ja, gibt's immer relativ interessante Theorien in Fantasy und so, aber ich persönlich glaube einfach, dass es wie bei Drache, ich meine, wenn man sich jetzt ernsthaft diesem Fantasy-Thema widmet und sich sagt, Drache gibt's tatsächlich, dann würde ich eigentlich eher dazu tendieren, dass wie bei anderen Echsewesen, dass es doch auch was Männliches und was Weibliches geben muss. Wie das Ganze aufgebaut ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich stehe doch eigentlich eher Sache, dass es nicht vielleicht nur ein Männchen gibt, aber dass es vielleicht eher ausgewogen mehr Weibchen gibt, mehr Drachefrauen gibt, die dann für die Fortpflanzung durch Eier zuständig sind. Oder halt 50-50, jo. So, auf dem Schiff ist immer noch ein bisschen was los. Die Leute schwätzen immer noch miteinander. Anga hält hier Wache. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Jo. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Pff. Reg dich ab. Du hast gut reden. Ich drehe hier bald durch. Ja, ich will dich trotzdem nicht mitnehmen. Ich habe keinerlei Bock darauf, irgendeinen NSC noch mitschläfen zu müssen, der mich in dem Fall tatsächlich nur eher behindert. Bennett, Lee und Jorgen liegen schon im Bett. Genau, dich habe ich gesucht. Vatras, alter Kumpel. Hey, du. Dir wollte ich sprechen. Hier. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bringe ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Korinis überantworten. Gut. Dann sollte ich nochmal mit dir sprechen. Ne, gleich hier, lecke Vatras. Ich habe noch ein paar andere Sachen mit dir zu besprechen. Und zwar hier. Hilf mir, ich bin besessen. Nimm diesen Trank der Erlösung. Pyroka hat mir auf mein Geheiß einige der heilenden Elixiere mitgegeben. Perfekt. Doch denke immer daran. Meine Möglichkeiten, dir die Albträume zu nehmen, sind sehr begrenzt. Okay. Dann Kannst du mir etwas verkaufen? Was braucht... mag ich doch nochmal gucken. Nee, da hat er leider nichts Tolles mehr. Dann soll er mich noch heilen. Heile mich. Adanos, Bla bla bla. Adanos, pipapo. Und ich wollte gerade nochmal gucken, wegen meiner Fähigkeit. Ja, 5 brauche ich noch. 5 Lernpunkte. Die dumm. Jetzt wollte ich den Trank nehmen, genau. So, eine habe ich also dann noch übrig. So, ich fühle mich erlöst wie Zau. Dann gehen wir jetzt nämlich gleich mal ins Bett, wenn möglich. Ja, kann ich ja genauso gut bei meiner Mannschaft pennen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Muss ich nicht extra ins Kapitänsbettchen. So. Dann sind wir jetzt wieder am Morgen dabei. Die schlappen alle raus wieder. Noch Milton wollte ich nochmal gucken. Wie gesagt, extra NSCs schläfe ich hier nicht nochmal mit, dass die nochmal sterben. Da habe ich keinerlei Bock drauf. Die sollen einfach Schiff hüten. Milton sollte ich vielleicht auch nochmal über den Pedro informieren, obwohl der das eigentlich längst wissen müsste. Weil was gibt's hier sonst schon für Beschäftigung?
Hier. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Ja, mach das mal. Hier. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Okay. Leider nicht, aber es war schön, dass man das aussprechen konnte. Dann... Wie sieht's da mit dir aus? Hast du mir was zu sagen? Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Ja, okay, im Moment hat er... Ach, nicht mal was zu sagen. Na, klasse. Gut, 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 gut. Dann gehen wir wieder zurück. Wolf schlappt hier auch noch rum und versucht irgendwie eine gute Figur zu machen mit seinem komischen Seemannsholzbeinschritt, den er da drauf hat. Oh Gott, eben ist die Stimme weg gewesen. Ja, der hat irgendwie so einen merkwürdigen Schritt drauf, als der da hinke auf MB und hätte Holzbä. Also, das sieht etwas arg steif aus, noch 2002 in der Spielemechanik. Mittlerweile sehen ja bei Rollenspielen durchaus die Bewegungen sehr viel flüssiger aus. Und NSCs hinken da nämlich rum, als hätten sie einen Stock im Arsch und zusätzlich noch ein Holzbär. Als wären das so Zinnmänner. Also das sieht mittlerweile glücklicherweise sehr viel besser aus. Und dann gehen wir nochmal weiter. Wir hätten uns nochmal von Besessenheit heilen können. Es ist der nächste Morgen, das ist auch wieder ganz gut. So, zum Schlaf- und Wohnzimmer und Meditierzimmer, zum Zen-Zimmer sozusagen vom orkischen Oberst. Dann durch. Zu der Drache-Ei... Brutstätte, wie auch immer man das nennen will. Aber du hatte entsprechende Belia-Pilger immer einen sehr lustigen Weg vor sich, würde ich auch glatt nur so behaupten. So, ich hoffe, der nächste Suchende, der mich anschwätzt, ist auch nicht gleich automatisch jemand, der mich besessen macht. Da habe ich nämlich absolut keinerlei Bedürfnis dazu. So, der Drache-Kadaver liegt immer noch hier. Das finde ich eigentlich auch ganz realistisch. Da ist nichts zu. Und immer noch nichts zu holen. Okay. Illustra Feodaron, das war's dann mit dir. Bruderrache war jetzt auch nicht gerade so wirklich deins. Und wir können uns weiter hier durchprügeln. So. Wäre ganz nett, wenn es so Teleportrune zum Schiff gäbe. Oh, reizend sieht's hier aus. Das scheint ja wohl dann wirklich der eigentliche Tempel zu sein. Moment. 3 wollte ich da gar nicht haben. Heiliger Wicht, böses Vertreiben, niederes Skelett. Ja, die sollten wir so locker hinkriegen. Einmal der Haucher gemacht und dann sollte der tot sein. Ja. Und da drüber sind noch hässliche Suchende und da drüber sehe ich doch auch noch Skelette. Und reicht der Hauch bis rüber? Ja, scheint irgendwie. So, probieren wir es nochmal. Der nochmal erfolgreich haucht. Und den Suchenden sollten wir auch dazu bewegen, dass er uns nicht abbabbelt. Aber erstmal will ich das Skelett hier noch herholen. Also normales. Und? Jawohl, hat funktioniert. Perfekt. Das Skelett hätte ich auch ganz gern down. Dann kümmern wir uns nämlich hier um die Skelette erst. Oh, wobei. Komm. Und, wie sieht's aus? Gut, der ist anscheinend... Ach, sehr drauf aus. Okay. So. Du. Mistkerl, Elender. So. Ne, die kleine, du bräuchte ich dann schon die mittlere. Okay, weil mit deiner Suchende wollte ich jetzt nicht unbedingt schwätze. Nicht, dass die mich jetzt hier nochmal besessen machen, jetzt wo ich mich gerade von geheilt habe von einem Schampel. Was habt ihr dann? Kleine Mana-Tränke, das ist immer ganz praktisch. Und du noch so ein mittlerer Riesling-Schorle für die Heilung. Perfekt. Gut, dann hauchen wir euch noch über den Haufe. Okay, dafür habe ich leider kein Mana mehr. Dann mache ich dich halt so platt. Du niederes, nackisches Skelett. Blädes Vieh. Ala hopp. Dann gucken wir hier nochmal, ob die irgendwas bewacht hätten. Was Besonderes? Nö. Sieht nicht so aus.
Truhe oder so war hier nicht. Und hier fängt der Tempel auch schon an. Das sind lauter Suchende auch in Stäh gemeißelt. Die Suchende scheinen ja wohl sowas wie der Kult von Belia zu sein, könnte man sagen. Würde ich jetzt einfach mal so ganz frech behaupten, dass die Suchende einfach dieser menschliche Kult um Belia bildet. Dass das die Menschen sind, die Belia anbeten. Und dementsprechend natürlich auch seinem Auserwählter, der hier in der Halle von Irdorat sitzt, dienen müssen. Das ist ja in dem Fall logisch. Okay, jetzt sind wir in der Gewölbe drin. Jetzt haben wir den Tempel betreten. Interessant, dass hier auch Paladin-Rüstungen da sind. Das sind dieselbe Rüstung, die wir tragen, nur mit runtergeklapptem Visier. Oh, das ist ein Schattenkrieger, glaube ich. Schattenlord Archol. Das ist nur ein anderes Wort für Arschloch. So, dann komm mal her, Schattenlord Arschloch. Au. Au. Okay, euch kriege ich noch platt. Das sollte das Thema sein. So. Ne, der rennt jetzt die ganze Zeit hier dappig rum. Ja, komm schon. Komm schon, Skelett. Utsch. Enttäuscht mich doch nicht. Gebt mir doch einen gescheiten Kampf. Neuer Tagebucheintrag. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen übernommen, glaube ich. Jetzt sind nämlich gleich sehr viele Skelette hier aufgetaucht. Aber für ein neues Level hat es gereicht. Gut, 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 gut. Turnt noch irgendeiner rum? Ich glaube nicht. Erlaubt, dann machen wir das noch fix. Machen die mittlere Wundheilung noch. Und mit dem Level, was wir jetzt gewonnen haben, gehen wir auch gleich nochmal sofort zum Bennett, damit der uns jetzt nochmal die 5 Stärke beibringen kann. Dann sind wir nämlich auch durch. Dann könnte man noch gucken, dass man die rechtliche 5 Dinger, die wir da haben, 5 Lernpunkte noch eventuell in die Armbrust reinstecken. Nichts zu plündern. Schattenlord Archol. Schlüssel des Archol. Alles klar. 650 Gold oder 8. Damit kann er sich durchaus Lord nennen, würde ich mal sagen. Nichts zu holen. So, aber Archol scheint, wie gesagt, das antike Wort für Arschloch zu sein. So, dann gucken wir da nochmal. So, Tränkchen können wir uns noch pfeffern. Dann gucken wir noch meine Mannschaft, die Hallen von Irdorat. Ich habe so etwas wie einen Tempel gefunden. Er wird von einer Unmenge von untoten Wesen bewohnt. Erinnert mich alles verdammt an diesen elenden Ork-Tempel des Schläfers. Diesmal werde ich nicht versagen. Diesmal nicht. Gute Einstellung. Und ja, natürlich, wo Belia ist, da gibt es auch Untot. Das ist anscheinend so absolute Pflicht, wie es aussieht. Wir flitzen jetzt gerade nochmal zurück. Das ist halt etwas lästig, immer dieses Hin- und Hergerenne. Da wäre es schon ganz nützlich, wenn man irgendwie von einem Magier Teleportrune fürs Schiff kriegt hätte. Dann könnte man sich den ganzen Quatsch hier sparen. So. Nochmal am Drachekadaver vorbei. Ja, das hätte hier sehr viel an Weg erspart, wenn man irgendwie schon gleich am Anfang gesagt kriegt hätte von Vatras oder von Milton, ja, horche mal, dass das auch nur kommt, wenn man einen Magier kriegt, horche mal, ich habe hier wunderbare Rune für dich, wenn es auch nur Schriftrolle sind. Immer wenn ich irgendwas Neues an Tagebucheintrag kriege, wie zum Beispiel der Drache oder so, dass ich dann immer zurückkehren kann mit einer Schriftrolle und dann wieder eine neue Schriftrolle kriege für Schiff. Wie das zum Beispiel auch bei der Wassermagier der Fall war, als ich die Fokussteine in Gothic Ends gesammelt habe. Das wäre halt schon sehr praktisch gewesen. Aber mit den 5 Stärkepunkte, die ich jetzt durch die 20 Lernpunkte investieren kann, habe ich einmal wieder was sehr Wichtiges, ihr liebe Leid. Und zwar kann ich dadurch jetzt mein fettes Ordensschwert holen und dürfte eigentlich einmal eine Stange mehr Schade ausdehnen als durch die Klaue Belias. So, Benny, alter Renny. Hier, ich habe hier ein Drachenei. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es. Behalte das Ding. Ich will es nicht. Okay, gut, aber schön, dass ich 300 dafür krieg an Erfahrungspunkte. Ein Bla bla bla. Dann hätte ich gern das hier. Dankeschön, Benny. Und genau, 5er habe ich noch übrig. Wo ist dann hier? Da ist ja der Herr Stock im Arsch. Warte mal. So, warte mal, Herr Stock im Arsch. Hier. Training. In welcher Kat... Bla bla bla. Ich will Armbrust, bitte. Ein Klasse. Bla bla bla. Und jetzt sind wir bei Armbrust. Immer noch Anfänger. Klasse. Aber wir haben unsere Lernpunkte verduttelt.
Und ich mache jetzt, dass ich schnell wegkomme, solange dieser Trank noch wirkt. Damit ich dann auch noch mal, wenn ich wieder im Tempel von Irdorat bin, dass ich dort mein Schwert ausrüsten kann, mein Ordensschwert, was ich mit den Tränen Innos nochmal getränkt habe. Damit Sario so richtig wiescht ist. Und den Jungs hier nochmal ordentlich Heiligschade verdruffballert. Kriegen sie ordentliche heilige Tracht Innos-Prügel, würde ich mal sagen. Aber ja, unser Charakter ist schon etwas merkwürdig. Der ist ja eigentlich der Bewahrer des Gleichgewichts. Und gleichzeitig ist er aber auch ein auserwählter Innos, der aber zugleich auch mit einem Mensch, der ziemlich nah an Belia steht, kontaktiert und mit dem ziemlich gut steht. Ja, unser Charakter ist doch schon etwas sehr Außergewöhnliches. Er ist eigentlich der Gleichgewichtsbewahrer für Adanos. Adanos steht hier für das Gleichgewicht zwischen Innos und zwischen Belia, also zwischen Gut und Böse. Und Innos ist ja eigentlich auch zu gut, könnte man sagen. Der will ja auch, dass das Gute triumphiert, aber ohne das Gute kein Böses, ohne Böses kein Gutes. Deswegen steht ja Adanos da dazwischen. Naja, so ist das halt, ne? Gut, jetzt gucken wir noch einmal, dass wir das Ding kriegen. Dafür habe ich 40 zu wenig, aber Heiliger Vollstrecker, das ist genau das Ding. 160 und das würde 150 knapp an Schade machen. 151 Schade würde das Ding machen und das macht 160. Da sind wir schon etwas besser dabei. Sieht auch sehr elegant aus, das Teil. Und jetzt haben wir auch nämlich diese Lärmbelästigung durch die Klaue Belias. So, wo geht's dann hier lang? Das ist wohl ein kleiner Seitenraum. Ah ja, genau. Sowas habe ich mir doch gedacht, dass es doch sowas noch gibt. Trank, Rezept, genau. Spruchrolle haben wir hier noch ein Rezept und eine Berserker-Axt. Ja, geilomat. Hier haben wir nochmal extra ein schönes Zimmer für uns, wo wir uns hier nochmal einrichten könnten. Das war bestimmt mal ursprünglich vom Schattenlord Arschloch hier der private Schlafplatz. Und hier haben wir noch drin Verwandlung in Drachensnapper, Todeshauch. Sehr schön. Macht 500 Magieschaden. Nur ich glaube, gegen Untote ist das vielleicht jetzt nicht so gut, das Ding. Aber wir können es einfach mal später probieren, wenn wir viel Geschöpfe da vor uns haben. Eventuell hilft es ja auch gegen so Leute. Ja, Tagebuch und ein Rezept hatten wir noch. Gucken wir uns das doch mal alles an. Der Reihe noch. Die Berserker-Axt macht 200 Schade, aber für 170 Stärke, die ich leider nicht habe. Da gucken wir uns das Tagebuch an, dann gucken wir uns an noch das Rezept an, weil das dürfte das für den Dracheneitrank sein, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. So, je nachdem, was zuerst kommt. Rezept. Ja, okay, das war das für Fortuno. Notiz. Tagebuch. Ah, nee, das ist von Cornelius. Ja, wollte gerade sagen, dass ich den Scheiß jetzt nochmal drin habe. Tagebuch. Ich warte jetzt schon geschlagene 38 Tage auf meine Einberufung. Ich glaube schon nicht mehr daran, dass sie mich aufnehmen werden. Ich habe doch schon alles getan, was sie mir aufgetragen haben. Alles habe ich ihnen hinterhergetragen. Der Schlüsselmeister hat mich angewiesen, die Gitter zu versiegeln. Ich bin bis heute noch nicht dazu gekommen. Wenn das so weitergeht, wird es noch jemand schaffen, einfach so durch das Tor zu marschieren. Nur so blöde, dass ich mir die Kombination nicht merken kann. Ich wäre schon längst einmal heimlich in der großen Halle gewesen. Ich kann es kaum erwarten, den Meister zu sehen. Ob sie mich zu ihm lassen, wenn ich erst einmal zu ihnen gehöre? Habe gestern mein Glück versucht, bin aber schon an den 2 Hebelkammern gescheitert, bevor ich die 3 Schalter des Westflügels in der richtigen Reihenfolge drücken konnte. Der Hund hat die Kammern abgeschlossen. Morgen werde ich versuchen, ihm den Schlüssel abzunehmen. Okay. Dann eine Nachricht. Da muss noch irgendwo jetzt auch ein Rezept dabei sein. Da ist es doch. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückrufen können. Ich fürchte, dass Feodaron von meinen Ergebnissen nicht sehr erbaut wäre. Es hieß schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde wie ein Huhn, hätte ich es schon längst ausprobiert. Aber vor seinem Odem habe ich doch noch ein wenig Respekt. Embala Firgasto. 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebracht und anschließend unter ständigem Rühren durch den Destillator getrieben. Das Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden. Es hat schwere Nebenwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Oh, okay. Das ist aber interessante Notiz. Da hatten wir noch Tagebucheinträge. Ah ja, da war auch noch ein Feuerdrache. So langsam habe ich die Biester satt.
Das Einzige, was ich will, ist über den Abgrund zu kommen, der sich hinter dem Feuerdrachen auftut. Und jetzt, Timmer, in dem Tagebuch des Schwarzmagier-Novizen ist von Hebelkammern, Schlüsselmeister, Schalterkombinationen und anderen Krempel die Rede. Sollte ich im Hinterkopf behalten. Vielleicht nützt es mir später noch. Okay, dann probieren wir jetzt noch das Zeug aus in der Episode. Und gucken noch, dass wir den Trank durch hier kriegen. Trank der Stärke, Geistveränderung, Geschick, Geschwindigkeit. Erstmal hier das Auge Innos wieder. Bevor ich das noch vergesse. Und der Drachenei-Trank. So, mehr als 10 Dracheneier, da komme ich bestimmt nie wieder zu. Eins behalte ich einfach für mich. Da kann ich mal mein lustiger Hausdrache dann selber Rat ziehen, der durchschlüpft. So. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wo ist er dann? Embala Firgasto, das ist er. Wirkung unbekannt. 1800 ist er wert. Das sollte eigentlich etwas mehr wert sein, das Ganze. Mana Hammer 92. Stärke plus 15. Ja, lecco mio. Und Mana hat es uns einfach nur 2 Punkte abgezogen. Okay. Ist akzeptiert, ist gekauft, würde ich sagen. 161, 161. Ich mag es einfach mal so in Erinnerung haben, kurz. 61, 161. Ja. Bringt 2 mehr insgesamt das Auge Innos. Perfekt. Gut, 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 gut. Dann sind wir soweit eigentlich gut durchgekommen heute. Haben der Drache niedergemacht. Haben noch hier Stärke 50 kassiert. Nur 2 Mana noch nicht mal von der Maximale abgezogen. Sind jetzt bei Stärke 135. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und wir sagen hier, liebe Leute, ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir den Tempel von der Halle von Irdorat stürmen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.